Präsident, meine Damen und Herren, ich soll alle Mengen Vierredner Merci für Ihren Standpunkt so offen, klar an, wie sollte die Polvermartinität durchgelöscht zu haben. Ich hoffe, das selbst zu machen. Die Polver wird ganz besonders recht, wenn es upprangert, dass Frauen in der Titel stimmen. Ja, das ist nicht justifiabel, das aus heutiger Sicht komplett irrsinnig, dass eine Frau, wenn sie sich bestört wird, ob jemand Dünnerschiff von ihrem Mann gebraucht hat, für der von ihre Konto zu haben, auf den sie hier Peik hat. Mir hier geht es nicht nimmer dort. Hier geht es auch um Pap und auch um Kant. Für zweit a kurzer Zeit präsentiert die Regierungsmajorität ein Projekt, das für uns als RDR ganz einfach inakzeptabel ist an einer gesellschaftspolitischer Frage. Das klingt so harmlos, eng gesellschaftspolitisch froh. Mir a Wirklichkeit geht es hier um Leben oder nicht Leben, um Leben und Tod, um Recht ab und den Respekt für Leben. Ich muss euch sagen, ich persönlich bin froh, nicht aufgetrieben gehen zu sein. Religiöse Überlegungen spielen hier eine große Kleinrolle. Vielmehr der Respekt für Leben, für Wunder vom Leben. Der Fakt ist, der biologische Fakt, und das kann alle Agnostiker und alle Humanisten schreiben. Man verschmilzen von einer an einer Somenzelle. Fängt die Lebensgeschichte von all Mensch an. Ein ehemaliger Mensch, ein einzigartiger Mensch, dem sein Geschlecht, sein Haar, sein Ehrfurcht, ja sogar sein später Grace, sein Charakter, seine Begabungen, a große Lin festgelöscht sind. Dieser Mensch ist es nie vierdrogin, und dieser Mensch geht es nie mehr durch. Und das ist ganz einfach einzigartig, ehemalig, und etwas Besonderes. Und all die von uns, die Kanne haben, wissen, wovon die schwätzen. Ich denke persönlich, dass zukünftige Generationen irgendwann mit Verwunderung, Unverständnis, ja vielleicht sogar mit Horror, ob als Gesellschaft vom 21. Jahrhundert zurückgucken an als Position zum Leben. Sie so wahrscheinlich, stelle ich mir vor, die Barbaren und die Stoffdreibung zugelassen. Genauso wie mir haut fanden, dass barbarisch wäre, für hunderte von Jahren für Frauen als Hexen zu verbrennen. Fakt ist, das heutige Gesetz banalisiert Dorfdreibung. Ich gebe mir wünschen, dass wir hier als Parlamentarier eine andere Message geben. Von Respekt für Leben. In den man encouragiert, hier kann zu kreieren, ihm eine Chance zu geben, dürfen zu leben. Es ist überzeugt, dass wir als Deputierten eine wichtige Rolle spielen an unserer Gesellschaft, nicht nur als Legislateur, sondern auch als eng moralische Instanz, als Impulsgeber für Eckwerte, nur denen als Gesellschaft sich soll, kann orientieren. Wie sollen dann Bürger, speziell Junge, Dorftreibung als etwas zumindest Hannerfrohenswertes empfangen? Weil mir heute Signal gehen, es wäre etwas Normales, Banales, eine Lesung für ein kleines Problem. Nein, wir sollen hier ein Gesetz diskutieren, wie man dieses viel schwanger Frau von dem letzten, schwersten, schlimmsten Schritt der Auftreibung von ihrem Kind Kindern aufhören. Wie man können helfen, dass keine freiwillige Schwangerschaft an Not gerät. Wie man Pappen ohne viel Gesetzesführung hier Responsabilität können stellen. Wir sollten die Leben schützen, an Platz zu machen, wie wann nicht das Allerwichtigste auf dieser Welt wird. Wir sollten hier ehrlich und offen auch darüber diskutieren, wie wir die überhaupt an der heutigen Zeit nach kann zu so vielen ungewollten Schwangerschaften kommen. Gestern war Welt-AIDS-Tag. Und hier, dass Neuinfizierungen nicht so hoch. 80 Fälle in Lützeburg, 3000 in Deutschland. Wie ist das möglich? Leider dem hohen Preis von den Kondomen. Ein Antibabypille hilft nicht für nichts. Wir aber gehen ungewollte Schwangerschaften. Wir haben hier bis 25 Jahre ist gratis. Klammer ab. Wir werden nicht für Frauen, die bestört sind. An einer festen Partnerschaft. An die wirklich wilde Familienplanung machen. Just weil sie über 25 sind. Umgedreht geht es mir logisch von. Also, wie ist es möglich, dass wir hier im Land rund 1140 Auftreibungen haben, 3 Tag, lauter geplatzte Gummien, lauter Panne beim Anholen von der Pille?
Da klingt für mich wie Spott, wenn Herr Bodri sagt, Aufreibung als kein Ersatz für Verhinderung. Ja, es kann Indikationen geben, bei denen eine Aufreibung kind justifizierbar sind. Aber insgesamt gibt es für mich schlussendlich ganz wenig rational Gründe, die diese grave Schritt logisch rechtfertigen. Gott sei Dank steht hier am Land kein für Ruin, für materielle Ruin, just weil eine Kamm kriegt. Auch gesellschaftlich Ächtung, das war ein Problem für unbestörte Mama. Mit das ist doch heute kein Thema mehr. Es gibt auch wohl kaum noch Familien, die hier durchsteigen für und dir setzen, oder verstoßen, weil so jemand schwanger wird. Nee, weder sozial noch materiell Ursachen können hier am Land ausschlaggebend sein, wenn sie das wären, dann wird das traurig für die Gesellschaft. Wir müssen also eine andere Message gehen an zu mehr Verantwortungsbewusstsein abrufen. Es so ein Mengenbau an Mengen 3 Meterchen. Wenn der groß an all genug sieht, für Kanner zu machen, da sind auch groß an all genug für die Kanner zu kriegen. Dabei helfe mir Familie, aber auch Gesellschaft hilft, mengenisch, materiell, finanziell, amoralisch. Das wird die Message in ich gefüllen hören, am Platz eng Banalisation von engem, das ist meist so eins für die Frau auch dramatischen und traumatischen Ergriff. Kommt mir akzeptieren, das ist einfach Vorrecht von der Natur. All Mensch hat ein Recht zu leben. Den einmal konzipierte Mensch, von nicht vorbeißen angegriffen wird oder medizinische Probleme auftreten, könnt auf die Welt. Und das ist sehr gut Recht. Ist die Frau nicht aufgetrieben gehen zu sehen. Und es spengen die allerbesten von euch selber sind das. Verweigert kann nicht das Recht zu leben, was ihr genießen könnt. Aus all den Gründen sind wir als ADR fest überzeugt, dass das heutige Gesetz falsch ist. Falschsignale setzt, auf Falschlesungen miroitiert. Dafür stimmen wir geschlossen gegen das Gesetz. Als einzige Partei an der Chambre, und darüber sind ich aufrichtig. All schwangere Frau, die man sich schränkt so mir sind für ich da. Mir an noch exzellent Assoziationen wie pour la vie naissante. Mir helfen ich viert Lebensentscheid. Mir helfen ich an all die Marschen für finanziell, materiell und moralisch Hilfe zu kriegen. Kriegt erkannt, ihr werdet nie bereuen. Und ich weiß, Herr Präsident, ich muss mich an die Chambre wenden. Mit Gott draußen eng Frau von der ich weiß, dass immer Chambre TV guckt. Manchen, ich weiß, dass du nicht mit allem der Körper, was ich heute gesagt habe. Mir ist so in der eng sehr. Ist die Frau nicht aufgedrieben zu sehen. Merci.